Hey Emerinos, ich bin der Mark, der BMAC, wir spielen Overwatch. Das mal mit dem McCree, einem Mann mit einem stumpen Schnurren und einem grossen Revolver. Ja, der Revolver ist seine grosse Stärke. Einer der schwierigsten Charaktere zum Spielen, weil man braucht Aim. Wenn man das Aim nicht hat, dann ist er recht nutzlos. Also wenn man mal einen schlechten Tag hat und eine zittrige Hang hat, eher weniger gut. Ja, was kann der McCree? Der McCree macht vor allem extrem viel Schaden auf grosse Distanz. Er hat mit seinem Revolver sozusagen eine Sniper-Pistole, kann auch Snipers zum Teil abschießen oder sie zumindest ein bisschen aufhalten. Er hat mit der linken Maustaste eben normal schießen, mit der rechten kann er die komplette Ladung vom Revolver nacheinander abschießen. Ist vor allem natürlich nicht auf weite Distanz gut, sondern auf nahe Distanz. Nachher seine erste Spezialfähigkeit ist eine Rolle, wo er es gerade wieder aufladen kann, der Revolver. Also innerhalb von einer halben Sekunde wieder volles Magazin, ist natürlich sehr gut, gerade im Nahkampf. Und er hat noch eine Leuchtgranate, eine Flashbang, mit der kann er den Gegner für ein paar Sekunden außer Gefecht setzen. Da hat er es gesehen, hat gerade nicht funktioniert, aber ich glaube, er steht trotzdem. Ja, er steht. Der McCree, grösste Schwächepunkt von ihm ist ganz klar, er hat nicht viel Leben und er ist nicht so mobil, also er läuft und läuft und läuft, hat in dieser Hinsicht nicht so viel. Aber ich finde, er tut das relativ gäbig kompensieren. Das ist jetzt gerade seine Ulti, wo er für ein paar Sekunden ein paar ins Visier nehmen kann. Und wenn er dort den Kopf trifft, kann er einfach das Knöpfchen drücken und alle, die in Reichweite sind, kommen recht böse Schaden über. Ist aber auch eine Ulti, die recht schwierig zum Ausführen ist. Und der McCree, ich spiele ihn eher, wenn man im Angriff ist. Ich habe ihn nicht so gerne in der Verteidigung, aber im Angriff ist er wirklich gut. Man muss aber immer so ein bisschen aufpassen, wo man hersteht, wo man hergeht. Je nachdem macht es mehr Sinn oder weniger Sinn. Ich ziehe gegen einen Sniper, ziehe ihn kürzer, aber ihr seht, ich mache Schaden wie so. Und das sehe ich hier nicht, der Sniper wird die ganze Zeit geheilt. Wenn der nicht geheilt wird werden, wäre er schon längstens tot. Habe ich nicht gesehen, oder? Dass er sich noch geheilt hat vorher. Der McCree ist ein bisschen genervt worden seit dem letzten Update, finde ich aber immer noch sehr stark. Er wird relativ wenig gepickt, weil er halt wirklich schwierig zum Spielen ist. Ich pick ihn ab und zu noch recht gern, weil er halt einfach von, gerade jetzt in so einer Situation, oder? Schaut mal den Tank an, wie der Schaden nimmt von mir. Also das ist brutal. Aber das Ziel ist auch brutal. Ja. Ich glaube jetzt sterbe ich. Ja, jetzt. Nein, ich sterbe nicht. Ja. Und Turret weg und der andere auch noch weg. Ja, das kann man machen. Zweiter schwacher Punkt von ihm ist eben auch seine Ulti. Seine Ulti braucht extrem Zeit, man muss im richtigen Moment verwirrschen, sonst kommt es nicht gut. Man muss immer wieder ein bisschen schauen, habe ich genug Health? Sollte ich mal wieder ein bisschen retour gehen und aufpassen. Das sind also solche Sachen. Oh shit. Mit dem Flashbang habe ich irgendwie nicht so im Griff, gebe ich ehrlich gesagt zu. Und da bin ich tot. Mäh. Was ich auch noch so immer ein bisschen falsch mache, das ist jetzt so ein Fehler, den ich viel machen muss. Ich brauche meine zweite Fähigkeit, die Rolle mit dem gerade mal Reloaded recht wenig. Und die könnte ich mehr einsetzen. Ich vergesse das aber fast. Also von dem her, ich tue mich zu fest auf konzentrieren, auf wirklich aufs Aimen und eben nicht auf meine Fähigkeiten, die ich noch hätte. Aber es sieht nicht schlecht aus. Obwohl jetzt die anderen den Punkt haben, kann ich also sagen, es sieht gut aus. Und wir glauben, holen das Ding, oder? Ja! Yeah. Bumm! Tschüss! Und wir holen ihn. Und der
hat auch keine Chance. Also wie gesagt, der Damage Output ist unglaublich beim McCree. Wenn man ein bisschen aimt, also hier aus dem Nichts raus, einfach mal drauf geschossen und dann habe ich mir einen Kopfschuss gegeben und schon haben wir die Runde gewonnen. Was ich so vielmals gesehen habe bei McCree, was so ein bisschen nicht gemacht ist, dass sie automatisch vorgehen. Also der Held ist jetzt nicht unbedingt dafür gedacht, dass man in Nahkampf tut. Ja, man hat natürlich schon die Möglichkeit, den Gegner eben außer Gefecht zu setzen, aber wirklich in Nahkampf würde ich mit dem jetzt nicht gehen. Also für das ist er einfach auf Distanz viel zu gut. Also mittlere Distanz ist eigentlich am besten. Weite Distanz. Ich habe ehrlich gesagt, McCree jetzt noch nie in diesem Modus, im Control-Modus gespielt. Ich war überrascht, wie stark er ist. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so stark ist. Ist natürlich jetzt gerade ein bisschen lame, was ich mache. Aber es funktioniert anscheinend. Und du, jetzt verreih mich. Nein, doch nicht. Geh immer hin. Seht ihr das? Das ist schon fast peinlich. Und da, ja, immerhin. Und der auch noch, schön. Und der nächste, schön. Ah! Im Nahkampf brauche ich eigentlich fast immer nur das, wie sagt man, das ganze Magazin raushauen. Macht irgendwie mehr Sinn. Ja, das sieht nicht schlecht aus für uns, würde ich sagen. Und eben, er macht auch auf Distanz Schaden, das ist halt einfach sehr interessant. Der McCree, natürlich umso stärker, wenn er einen Heiler hat, finde ich. Er ist einiges schwächer, wenn er keinen Heiler hat. Ich wäre jetzt sicher schon 2-3 Mal mehr gestorben. Wenn ich nicht einen Heiler hätte gehabt. Oh shit. Oh nein, verkackt. Ah nein, doch noch einen gekillt. Und jetzt, ja. Oh nein. Und. Zu greedy gesehen, zu greedy. Und tschüss. Holy shit. Da bin ich runtergeflogen. Und trotzdem sieht es gut aus. Wir sind in Führung. Und wenn die Gegner recht hinten drängen, das ist eigentlich immer das Schönste, wenn man das machen kann, wenn man ihn wirklich weit vom Control Point wegnehmen kann. Also, dann merkt man aber auch, dass das Team funktioniert, dass es grundsätzlich funktioniert. Und sie kommen eben, das ist ein grosser Fehler, was sie machen, vielmals, ist, dass sie einzeln vorkommen. Oder du musst als Gruppe, das ist ein Teamgame, oder du musst als Gruppe vorkommen. Und das merkt man in Beta schon noch, dass sie halt wirklich sehr viel allein vorkommen, sehr viel eben probieren, irgendetwas probieren. Oh! Jetzt kommt gerade eine peinliche Szene. Jetzt wollte ich den Hanzo killen. Und ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn einfach nicht. Macht aber nichts. Wir haben gleich gewonnen. 99%. Und jetzt hat er sogar noch so Ulti. Wobei? Nein. Das kommt gut. Ich kann mein Ulti nicht mehr bringen. Gewonnen. Oben rechts könnt ihr das Ganze abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Könnt es liken, könnt subscriben, könnt mir auf Facebook followen. Oder auch mal auf Twitch gehen. Jetzt schauen wir da noch das Best Player vom Gluckblue. Ich glaube, ich komme eben auch vor. Ja, schau jetzt. Das ist ganz peinlich. Und nimmt er den, wie nimmt er auch noch? Der gute Genji. Er hat gut gespielt, hat ihm aber trotzdem nichts gebracht. Kann ihm schnurren. Oben rechts könnt ihr es abonnieren. Tudu!